Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission Bleck auf Europa. Wir sind, wenn das hier abgeholt wird, kurz vor den Ostern und dafür wünschen ich euch direkt von hier aus schön Ostern, frohes Fest. Und die gesehen, dass auch schon hier am Hintergrund ein bisschen mehr ruhig geht. Das heißt, heute war eigentlich mehr oder weniger die letzten Tage, wo noch ganz viel funktioniert hat, viele Komiteen, viele Diskussionen, noch Negoziationen. Und von mir an wird es dann ein bisschen mehr ruhig. Ganz so machen wir nicht, mit geht ein bisschen mehr ruhig. Ich wollte heute zwei Sujets, die letzten Wochen an der Aktualität sind. Das ist einerseits der Mindestlohn, hauptsächlich am Transportbereich, aber auch der zweite, das die atypischen Kontrakte, die wir haben, und das auch hauptsächlich an der Luftfahrt. Ein Sujet, den ja ganz aktuell ist, auch durch den Crash von dem Airbus, von dem A320, wo ich muss sagen, dass es ganz sensibel ist, für das man nicht verbannen, das für sich nicht zu vermeiden, weil das an für sich nicht direkt etwas man nicht zu dienen hat. Atypisch Kontrakte heißt für uns alles, was nicht mehr so die Norm ist. Die Norm früher, das war ja, man hat einen Kontrakt bei einer Entreprise gehabt und da hat er jahrelang geschafft und hat sich da auch an der Karriere abgeschafft. Und das sind normalerweise auch an dem Betrieb noch 40 Jahre Pension gehen. Das ist heute zum Glück nach großen Teilen nach der Fall. Aber wenn man guckt, es gibt immer mehr Entreprisen, wo immer mehr die sogenannten atypischen Berufe, das heißt, wo einerseits durch eine Interimsfirma, einerseits wo ein Freelance ist, einerseits wo über Subkontrakte, über Entreprisen, über Subunternehmer, das heißt, das ist alles nicht mehr so stabil, das ist alles nicht mehr so determiniert, wie das sonst der Fall war, früher der Fall war. Und da bilden sich natürlich eine ganze Reihe von Problemen. Für dich aber vielleicht bei dem Mindestlohn etwas, was ich generell begrüße. Und ich bin noch froh darüber, dass 23 Länder in Europa den Mindestlohn haben. Wenn er doch nach immer nicht so überall gut funktioniert, dann nicht überall so gut angewandt wird, das schaffen wir da drin. Und da sind natürlich viele Leute, die sagen, wenn geht dann endlich einen harmonisierten europäischen Mindestlohn, für das den Lohndumping, das Sozialdumping innerhalb von Europa, für das aufhört. Das ist so, dass das natürlich ganz schwer zu realisieren ist, wenn Ihnen das immens Gefälle gesagt zwischen den einzelnen Memberstaaten. Lützeburg hat einen Mindestlohn, der liegt knapp unter 2000 €. In Bulgarien liegt er bei 200 €. Die sieht, da sind relativ, das sind ganz große Unterschiede, die wirklich, und das kann ich nicht nur kurzfristig harmonisieren. Wir schaffen natürlich darum, wir wollen das auch so, wir wollen die Länder eigentlich auf den Niveau bringen, und da sind wir ja am Gang, lös fertig zu bringen. Aber das wird aber nach mittelfristig, wenn nicht sogar langfristig dauern, bis das der Fall wird sein. Lohnpolitik fällt unter Subsidiarität. Was heißt das? Das heißt, dass die Sozialbedingungen, die Lohnpolitik nach immer gedeelte Kompetenz ist, nach immer an Kompetenz eigentlich größtenteils von den Memberstaaten fällt. An Europa da am Anfang eine übergeordnete Rolle hat, für wann Aktionen gegen eine Plus-Value bringen, einen Mehrwert bringen, für dann so etwas auf den Weg zu schicken. Das kennen wir am Congé de Maternité zum Beispiel, bei der Gleichstellungsdirektive und so weiter. Aber größtenteils ist das noch an der Kompetenz von den einzelnen Memberstaaten. Sodass es dann natürlich an der Hinsicht ganz schwer ist. Das Ganze ist nur an Diskussion kommt durch den Mindestlohn an Deutschland am Transportsektor, wo am Anfang Kamionchauffeuren sollen die Zeit, wo sie an Deutschland Kabotage machen, aufladen, aber auch am Transit, wo sie durchfuhren, wo sie dann da sollen den deutschen Mindestlohn kriegen. Und das ist natürlich extrem kompliziert. Kompliziert für zwei Seiten eigentlich. Einerseits für natürlich den Patron, für das alles zu erfassen. Das heißt, der muss ja dann Kontrakte am Vorfeld mit den Leuten ausstellen, wo die Pai drauf ausgerechnet ist, wo die Arbeitsbedingungen drauf ausgerechnet sind, für die Zeit, wo sie da, wie gesagt, an Deutschland aktiv sind. Wir sind der Meinung, dass das da drin aufhält, aufgrund von der Entsenderichtlinie. Wenn er in ein anderes Land arbeiten geschickt wird, dann muss er die Bedingungen von dem Land kriegen. Sie wird Lohn, sie wird auch Arbeitsbedingungen, und das muss auch von da kontrolliert gehen.
Den zweite Wolle, wo das aber ein bisschen kompliziert möchte, das für die Patronen aus Polen, aus der Tschechischen Republik, aus Slowenien, Slowakei, Ungarn und so weiter, die Transporter machen. Das bedeutet natürlich einen extremen administrativen Aufwand. Und das ist nicht einfach für die, das bedingt ja eine ganz Partie zusätzlich Kosten, eine ganz Partie administrativ Hürden, das muss ja auch kontrolliert gehen. Und das ist die zweite Wolle, das muss von Deutschland zum Beispiel kontrolliert gehen. Aber wo sind wir an dem Dossier? Wir haben die Kommission interpelliert, für das zu klären. Und die Kommission soll das dann prüfen. Hat dann noch natürlich hier ein Service Juridik damit befasst. Möglicherweise kann das auch sein, dass das noch ein bisschen wie weit geht. Das Gericht, da muss wahrscheinlich den Fall tranchieren. Da muss ich nämlich den zweiten Wolle gucken, und das einerseits Freizügigkeit innerhalb von Europa, der Binnenmarkt, auch der Wettbewerb, das heißt die ganzen, das beinhaltet ja nicht nur die Sozialkomponente, sondern beinhaltet noch eine ganz paar Sachen, die darüber rausgehen. Den zweiten Sujet, wie gesagt, sind die atypischen Kontrakte, wo ich Ugang schon davor geschwärzt habe. Und da haben wir eine Etude für kurzem vorgestellt gekriegt über den Beruf vom Pilot. Der Pilot steht ja im Moment ganz stark, einerseits durch den Crash, andererseits aber auch durch eine ganz Partie Arbeitsniederlegungen in Deutschland, wo wirklich ja, darauf hingewiesen wird, für, wie gesagt, Arbeitsbedingungen besser zu kriegen, Lohnbedingungen besser zu kriegen, wo dann nochmal die Arbeit näher gelöst wird. Das ist auch so, dass an der Etude ganz klar hergegangen ist, dass 21% von den Piloten nicht mehr den typischen Arbeitskontrakt haben, aber dass sie an einer Form sind von ganz unstabilen Arbeitsverhältnissen, wie ich vorher gesagt habe, Interim, Freelance und so weiter. Das ist viel, das ist Fünftel, und ich meine, das sind hauptsächlich Jungpiloten, die auf den Arbeitsmarkt kommen. Das beinhaltet natürlich eine ganz paar Sachen, wenn nicht mehr so stabil zu der Firma gehört, wenn das nicht mehr nachzugucken ist, was den alles von Formation, von Weiterbildung und so weiter kriegt. Die Experienz spielt eine große Rolle. Ich meine, wenn an dem Job da, wie gesagt, aufhängt, dass immer eine permanente Weiterbildung auch an puncto Erfahrungswerte. Und das führt dazu, dass einfach eine ganz paar Kriterien beeinträchtigt sind. Nach immer als die Aviation, das sicheres Verkehrsmittel. Wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Wir machen noch alles dafür. Aber trotzdem muss ich sagen, ist ein bisschen mehr schwer gelitten an der ganzen Kette, wenn ihr guckt, wie die Situation von den Piloten, wie gesagt, ist. Die Piloten, die Airlines, die stehen an einem ganz starken Wettbewerbsdruck. Die agieren ja an internationaler Konkurrenz. Und das beinhaltet natürlich, dass überall Kosten gespart gehen, auch Personal. Und das beinhaltet, dass, wie gesagt, so Arbeitsverträge rauskommen, die dann die Konditionen haben, die sie noch immer hatten. Ich habe schon gesagt, dass müsste besser kontrolliert gehen, es müsste auch eine bessere Schulung gemacht gehen. Alles das ist am Anfang auch teilweise Arbeit für die Gesetzgebung, die da ist, für dass die kontrolliert wird, dass sie angehalten wird und nötigerweise auch sanktioniert wird. Auf der Basis hat auch die Europäische Kommission alle Jahre eine schwarze Liste. Ihr wisst, dass die schwarze Liste regelmäßig erneuert wird, eine Revision davon gemerkt. Was heißt die schwarze Liste? Genau das, so gehen die Kompanien, die Airlines kontrolliert. Aber genau das wird abgelöscht, wenn irgendetwas an die Richtung geht. Das ist nicht mehr 100% garantiert, dass da kriegt wie gesagt, den Label von hey, passt auf, unsicher, unstabil, unsicher Verhältnisse. Und da wissen die Leute, die Bürger, die Passagiere, weiß, hey, Lustfanger vom Reisen mit der Kompanie, weil das hat nicht mehr die höchsten Sicherheitsstandards, die wir hier innerhalb von Europa gewinnt sind. Muss ich sagen, dass im Moment nach kein europäischer Airline, ich so nach kein, also ich hoffe, dass doch kein Drop kommt, mit dass kein europäischer Airline auf der löscht. Und das muss auch so bleiben. Die Luftfahrt, wie gesagt, an Eisen an. Also sicher Transportmittel muss auch weiter sicher bleiben und dafür werden wir auch darin schaffen, für dass das so bleibt. So, ich merci für das Nachlauschen.